Grüß Sie. Na, ich bin's. Der Renitenzrentner. Wie Sie sehen, habe ich mein Ablaufdatum immer noch nicht eingeholt. Was ist mit Ihnen? Wieso sitzen Sie da herum? Haben Sie nichts zu tun? Da gehen Sie nach Haus? Zeugen Sie Nachwuchs? Es kann doch nicht sein, dass sich immer nur die Arschlöcher vermehren. Jetzt lachen Sie. Der Mensch ist ein Tier, das lacht, hat der Aristoteles gesagt. Der Aristoteles. Nein, das ist nicht der neue Mittelstürmer von Rapid. Aber Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Wenn Sie einmal im pensionsfähigen Alter sind und vor leeren Pensionstöpfen stehen. Und Sie brauchen gar nicht so neidisch reinzuschauen. Pension richtet sich nach dem Alter, nicht nach dem Aussehen. Ich bin ja heute schon zu jedem Jugendlichen freundlich. In der Straßenbahn biete ich denen sogar einen Sitzplatz an. Früher weiß ich nicht, ob der da mal für meine Pension zuständig ist. Um Schulen mache ich auch einen Bogen. Wie ich das letzte Mal bei einer Schule vorbeigegangen bin, sagt da so ein Rotzbub zu mir: Zukunftsvernichter! Was für eine Zukunft meint er? Ja, meine kann es nicht sein. Ich lebe in der Gegenwart. Studieren zahlt sich für die auch nicht mehr aus. Die studieren sich alle in die Arbeitslosigkeit. Sollten sich viel mehr für den Pflegeberuf interessieren. Der Pflegeberuf hat Zukunft und ist auch unterhaltsam. In dem Heim, wo ich war, haben die Pfleger für uns Insassen Veranstaltungen organisiert. So Gammelfleisch-Events. Oder Demenzpartys. Mit einem Medikamentengewinnspiel. Auf die Art und Weise sind sie abgelaufenen Pulverl auch losgeworden. Aber man muss es sagen, die Pfleger haben es nicht leicht. Sie haben es nicht leicht, besonders mit den Inkontinenten. Die sind praktisch alle vom Windel verweht. Ein Sprichwort sagt, alte Fässer rinnen gern. Na, sie haben es nicht leicht. Die Leute werden auch immer schwerer. 50% der Bevölkerung sind übergewichtig. Ich habe einen Freund. Der ist so blatt, der traut sich nicht einmal mehr in den Urlaub fahren. Dann hat er mir erzählt. Im Sommer war er in der Südsee. Sagt, da liege da am Strand. Auf einmal kommt der Greenpeace-Gruppen und zahlt mich ins Meer. War er so abgefressen, ist er gleich wieder heimgefahren. Hat er sich gedacht, wenn ich einmal stirb, ich lasse mich verbrennen. Das glaube ich so blatt wie der ist, braucht er ein Totbegrab. Aber verbrennen ist auch nicht so einfach, ist nicht einfach. Das Krematorium hat ihn abgelehnt. Die haben gesagt, er übersteigt die anlagenspezifische Obergrenze. Ja, das gibt's. In Deutschland haben die Plagen den Krematorien die Kamine ruiniert. Das Fett wird zu heiß. Die Welt muss seniorengerechter werden. Viel seniorengerechter. Wir brauchen keine Zimmerklos im Rokoko-Stil. Wir brauchen keine goldenen Schnurrbehelfer. Wir brauchen keine Rollatoren mit GPS und Schnäppchenführer. Schon gar nicht brauchen wir diese Handys. In dem Heim, wo ich war, haben wir alle Handys gekriegt, auch jeder. Keiner hat gewusst, was er damit machen soll. Einer hat es versehentlich gefressen. Den haben sie dann wohl im Magen auspumpen. Ist nicht gegangen. 2 Tage hat der am Häusl verbracht. Zuerst in sitzender Haltung und dann in gehaltener Sitzung.
Die Pfleger, die am 2 Tage niedergehalten haben, haben für die Anstrengungen einen Sonderurlaub gekriegt. Eine Städtereise nach Pforzheim. Dabei war das ein besonderes Handy. Ein ganz besonderes Handy, da war alles drauf. Alles. Sogar ein Adressenerinnerungsdienst. Aber das ist ein Blödsinn. Der Adressenerinnerungsdienst ist ein Blödsinn. Was nutzt man das, wenn man das Handy sagt, wo ich wohne, wenn ich nicht weiß, wo das ist? Das ist ein Blödsinn. Das war überhaupt ein ganz modernes Handy. Ein ganz modernes. Die haben für die Zimmer haben die keine Schlüssel gehabt. Keine Schlüssel. Da haben wir so kleine Plastikkarten gekriegt, so kleine Plastikkarten. Das war erst ein Blödsinn. In den Schlitz sind sie ja reingegangen, aber sperren hat man nicht. Ich sage immer, meine Betriebstemperatur ist die Wut. Ist die Wut auf alles, speziell auf diese Regierung. Die Regierung erzählt uns immer irgendwas von einem Pensionistenüberschuss, einer Gerontenschwemme. Da müssen sie Maßnahmen ergreifen, gegensteuern, was wollen die machen? Eine Zahnersatzsperre? Medikamentenembargo? Apothekenverbot? Ja. Mich können sie höchstens damit ärgern, wenn sie den Text auf dem Beipackzettel noch ein bisschen kleiner drücken. Na, mir geht es gut. Mein Motto lautet: Aus einem verdrießlichen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Nein, mir geht es gut. Ich denke, daher bin ich hier fehl am Platz und darum gehe ich. Eines wollte ich schon noch sagen. Auf Wiedersehen.